sondern vor allem auch an zum selbstständigen Denken und Handeln. Als unverzichtbare Kur zur Genesung des gesellschaftspolitischen Gesamtzustandes kann man ihn gar nicht hoch genug schätzen. Am meisten zu bewundern ist Hildebrand aber wohl dafür, dass er einfach nicht aufhört. Dieses immer weitermachen, dieses Weiterstören, nicht resignieren, nicht altersmilder werden. Im Gegenteil, je älter ich werde, desto weniger Zeit habe ich, sachlich zu bleiben, sagt Hildebrand. Und jetzt gibt's ihn im Internet als Störsender TV. Hallo, Conny, bist du bereit? Ich bin da. Dieter Hildebrand und Konstantin Wecker spielen Mission Impossible. Es ist vielleicht nicht das ganz große Kino, aber immerhin eine öffentliche Ruhestörung, die es in sich hat. Im Mai wird Dieter Hildebrand 86. Doch das Alter hat ihn nicht milder gestimmt. Er hat noch immer Wut im Kopf und Spaß daran. Fantastical. Wut, Zorn, Erregung, Empörung ist ein Synonym für Kabarett. Darum hat ein großer Kollege, der so auf dem Gipfel der Satire sich befindet, irgendwann mal verächtlich gesagt, er mache kein Empörungskabarett. Das könnte man ihm richtig um beide Ohren hauen, weil ohne Empörung Kabarett zu machen ist langweilig. Da kann man ja Scherze machen, das ist ja auch wichtig, ist ja auch hin und wieder eine Pointe, ist auch ganz schön, ne? Aber es interessiert mich nicht so. Er will schon noch mitreden zur Lage der Nation oder zum Casino-Kapitalismus. Dafür meldet er sich jetzt aus dem Internet. Störsender TV heißt der neue Kanal. Und Dieter Hildebrand ist sein Star. Eigentlich ist er so wie immer. Wenn ich zum Beispiel den Schäuble fragen würde, ja, Herr Schäuble, was passiert eigentlich, wenn wir alle nicht mehr mitmachen, alle nichts bezahlen? Dann wird er überlegen und dann wird er ziemlich anschauen und würde sagen, dann haben wir eine Lücke. Und dann würde ich sagen, aha. Und dann würde ich weiter fragen, was wird aus der Lücke, wenn uns das völlig egal ist? Wenn uns das am Dings vorbeigeht? Dann haben wir ein Loch, sagt er. Nun gibt es ja Mitgliedsländer in der Union, die schon als Loch beigetreten sind. Was machen wir denn mit denen? Da sagt er, stopfen, die stopfen wir. Und wir sind sofort überzeugt, dass das Loch sind dann wir. Natürlich, das Arschloch, das alles bezahlen muss. An Gelegenheiten, sich öffentlich zu empören, besteht für Dieter Hildebrand eigentlich kein Mangel. Noch immer ist er quer durch die Republik unterwegs. 160 Abende im Jahr verbringt er mit seinen Programmen und Lesungen. Vor ausverkauften Sälen. Zu seiner neuen Show muss er allerdings nur 2 Minuten laufen. Kein großes Fernsehstudio. Die Störzentrale ist das Arbeitszimmer seines Freundes, des Karikaturisten Dieter Hanitsch. Und dessen Sohn hält alle Fäden in der Hand. Der Journalist und PR-Berater Stefan Hanitsch hat das Online-Magazin initiiert. Satire kombiniert mit politischem Engagement. Das ist die Absicht. Anfang Januar warb er für das Sendekonzept auf einem Internet-Crowdfunding-Portal. 3000 Menschen waren bereit zu spenden. In wenigen Wochen kamen 125.000 € zusammen. Genug für die ersten 20 Folgen. Steuertricks, die erste. Okay. Täusche ich mich oder nehmen die Versuche, uns zu verblöden, zu? Was jetzt auf uns zukommt, Steueroasen, Achtung! Die Großen und Reichen verstecken ihr Geld. Soll das was Neues sein? Mann Gottes, das wissen wir doch schon seit Franz Josef Strauß. Der hat doch eine Steueroase gehabt, Zürich, das ist beweiskräftig. Mit Franz Josef Strauß hatte er es ja schon immer. Der bayerische Ministerpräsident bezeichnete Hildebrand deshalb als einen politischen Giftmischer. Mit diesem Ehrentitel hob er 1980 den Scheibenwischer aus der Taufe. Der Mensch ist Mittelpunkt. Hätten Sie gerne was? Gemeint ist, der Mensch ist Mittel. Punkt. 2003 beendete er sein Dauerabo als unangefochtener Spottmeister des deutschen Fernsehens. Dieter Hildebrand nahm Abschied vom Scheibenwischer. Ich habe das 23 Jahre gemacht und bin in Frieden aus diesem Fernsehen geschieden. Und geschieden ist das richtige Wort, ja. Ich verheirate mich auch wieder nicht neu, jetzt, dass ich jetzt wieder anfangen will oder ein Comeback habe. Das ist was anderes. Dieses Internet ist Abenteuer. Es reizt mich, es freut mich. Nun gibt es Dieter Hildebrand also gebührenfrei.
Ein Abenteuer ohne Redakteure, Vorgesetzte und Quotendruck, aber auch eines auf Dauer und mit Erfolg. Mutti spricht jetzt. Nicht dazwischenreden. Das mag sie nicht. Operation BEMS Republik kann beginnen. Alle 2 Wochen soll es eine neue Folge des Online-Satire-Magazins geben. Bei seinen Störaktionen hofft Dieter Hildebrandt auf die Mittäterschaft vieler namhafter Kollegen. Fantastisch gemacht, Freund. Erledigt. Konstantin Wecker gehört bereits zur Stammbesatzung. Und neulich war sie, finde ich, entschieden zu kokett. In Folge 1 rätselt er, warum die Kanzlerin eigentlich so beliebt ist und trällert eine Moritat auf das schmunzelnde Verschweigen ihrer Machtpolitik. Ganz toll, doch wenn die Wut am größten ist, denke ich an Angie still. Ich glaube, der Gedanke, es mal auf diese Weise in die eigene Hand zu nehmen und nicht von Sendern abhängig zu sein, der ist das Spannende. Ich meine, da ist vieles noch roh und das muss sich gestalten und wir wollen ja auch, dass viele mitmachen und dass viel gestört wird im schönen Sinn des Wortes. Aber das Interessante ist wirklich, dass da ein 85-jähriger Mann auf die Idee kommt, sich der neuen Medien, des Internets zu bedienen, auf eine Art und Weise, wie mancher 20-Jährige nicht draufkommt. Na dann. Ein ganz frisches Loch ist jetzt Zypern. Diese Insel, wo Zeus, kennen Sie ja, Schwäne, Waschmaschinen entjungfert hat. Und Zypern, die Ganoven-Insel, ein Loch Deluxe, in dem schon Milliarden Rubel verschlupft sind. Gewaltiges russisches Schlupfloch. Das mit der Schwarmintelligenz russischer Oligarchen zielsicher immer wieder an der Küste Zyperns strandet. Und das liegt an der Strömung. Die kommt aus dem Schwarzmeer, durch die Dardanellen durch und durch die Bank in den Schrank von Nikosia schwimmt es. Ja? Es ist also gar nicht wahr, dass der Rubel rollt, der Rubel schwimmt. Sie war eine